Die Leute fragen mich immer, Pat, was hast du eigentlich am 17. Januar 2017 gemacht? Und jetzt hat gerade der Pöstler gerufen, ist gekommen, hat noch 2 Päckchen gebracht, die ich gewartet habe. Und schaut mal, da bin ich gerade am Shooten. Warum? Das sehen wir in der nächsten Szene. Wenn man sich überlegt, ein Mainboard zu kaufen, muss man sich zuerst ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage ist, welches Format soll das Mainboard haben? Da gibt es im Moment 3 gängige Formate. Das ist das Mini ITX, das Micro ATX und das ganz normale ATX. Die haben verschiedene Abmessungen, da muss man einfach mal googlen, welche Grösse das in sein Gehäuse reinpasst. Wenn man ein grosses Gehäuse hat, würde ich immer ATX nehmen, weil das ist das grösste. Je grösser das Mainboard ist, desto weniger Platzprobleme bekommt man nachher, wenn man zusätzliche Sachen anschliessen will. Als nächstes muss man herausfinden, von welchem Hersteller sein CPU ist. Ist das AMD oder Intel? Weil das hat eine Auswirkung auf den Sockel, also quasi auf die Bauform von deinem CPU. Bei Intel sind im Moment die gängigsten 2 Sockel der LGA 1151 und der LGA 2011 Version 3. Bei AMD sind es der FM2 Plus und der AM3 Plus. Da muss man festlegen, was das Mainboard alles soll können. Es gibt Sättig mit 2 RAM-Plätzen und es gibt Sättig mit 4 RAM-Plätzen. Ich würde immer 4 nehmen, weil dann kann man erweitern. Wichtig ist zu schauen, wie viel RAM das Mainboard maximal vertreibt und welche Geschwindigkeit vom RAM das Mainboard kann. Da muss man immer schön schauen, dass alles kompatibel ist. Zum zusätzlichen Shit wie Grafikkarten, Soundkarten, Capture-Karten und so einstecken, braucht man PCI-Ports. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Der 16er ist der schnellste. Da kann man dann zum Beispiel Grafikkarte einstecken. Und dann gibt es PCI-Einer, das sind die langsamsten, aber das lange dann zum Beispiel für Soundkarten. Außerdem wichtig sind Onboard-Anschlüsse auf dem Mainboard, zum Beispiel für USB, Festplatten, LAN-Anschluss und zusätzliche Sachen wie Lüfter. Und bei all diesen Anschlüssen gibt es verschiedene Versionen, die immer ein bisschen besser werden, aber da muss man halt auch einfach schauen, was einem passt. Zuletzt ist natürlich noch wichtig, welche Anschlüsse das Mainboard gegen aussen hat, also was hin aus dem PC raus schaut quasi. Das ist halt wichtig, je nachdem, was man für Peripheriegeräte hat, braucht es andere Anschlüsse. Moderne Mäuse und Tastaturen haben meistens einen USB-Anschluss. Ältere können aber noch so einen alten, runden Anschluss haben. Dann muss man halt schauen, dass das Mainboard diese Sachen auch unterstützen kann. Der letzte Gedanke, den man sich noch machen kann, ist, welches BIOS auf dem Board läuft. Das ist aber Advanced Stuff. Da gibt es verschiedene Vorlieben. Die einen sind halt besser, wenn man zum Beispiel overclocken will, und die anderen sind für andere Stuff besser. Jetzt noch schnell die wichtigsten Hersteller von Mainboards, und das sind im Moment Asus, MSI, Gigabyte und ASRock. So, und ich hoffe, der erste Teil hat euch jetzt etwas gebracht. Jetzt müssen wir noch 2 Päckchen auspacken. Das ist ein Dual HDD SSD Metallbau. Ein Dual HDD SSD. Es ist ein Einbaurahmen. Da haben wir eine Festplatte, eine SSD, und da haben wir eine Küchenwaage. Die ist eigentlich auch interessant. Also schauen wir die SSD und das da an. Ja, also es handelt sich um die da. Schau, 500 GB. Aber irgendwie, die Verpackung fühlt sich so mega billig an. Also wirklich einfach so Plastik. Machen wir es mal schnell auf. Fuck, das Telefon läutet. Das Telefon läutet. Das Telefon läutet. Oh mein Gott. So, das ist die SSD. Da bin ich nämlich am Aufmachen. So, das ist die SSD. Das ist ziemlich klein. Das ist 750 Evo Samsung, 500 GB SSD. Da kommen all meine Games und Programme drauf. Das sollte eigentlich lange. Ich hoffe, es langt. Ich habe jetzt 7 Tage lang Daily gevloggt. Es macht mir auch mega Spass. Ich finde es geil bis jetzt. Aber es passiert ein bisschen wenig im Moment, weil ich halt einfach für die Prüfung lernen muss. Im Stream bin ich gefragt worden, was ich für einen PC empfehlen kann, beziehungsweise wie das eigentlich funktioniert, wenn man einen PC so selber zusammenbaut. Das habe ich mir überlegt. Ich erzähle einfach zuerst mal grundsätzlich etwas über die Komponenten, die ein PC so braucht. Und vielleicht hat euch die Zusammenfassung vom Mainboard jetzt etwas gefallen. In den nächsten Tagen werden jetzt noch weitere kommen zu den anderen Komponenten. Bleibt einfach dran, lasst das Abo da, wenn es euch interessiert, dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Ich mache heute auch nicht mehr wirklich viel mehr. Irgendetwas wollte ich noch erzählen. Irgendetwas Sichs wollte ich noch sagen, ich habe aber leider vergessen was. Ich weiß es nicht mehr. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao zusammen.